Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und heute haben wir richtig was vor. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder alles verpeile in meiner totaler verplanter Art. Allermindestens. So. Willi hat Geburtstag und ihr kriegt einen Quarz. Pannekuchen, weiß ich schon. Wie sieht's denn Mäuer aus? Saugut. Blitz und Donner. Können wir uns mal den Schampel nämlich schenken. So, wir nehmen nochmal mit, damit wir unsere Hacke noch verbessern können. Zusätzlich machen wir aus dem Willi einen Quarze-Willi. Dann wollte ich Tiere kaufen, genau. Dann schauen wir mal, dass ich alles habe. Ich darf nur meine Spitzhacke nicht vergessen. Das wäre etwas kontraproduktiv. Weil wenn ich neue Stäbe brechen will, sollte ich definitiv, oder ja, wenn ich demnächst wieder Stäbe brechen will, sollte ich definitiv da was holen. So, Dilla. Ich sollte auch relativ früh schon zu Mani gehen. Die Felder können ja immer noch begossen werden, das ist ja nicht so das Thema. So, Dilla. Ansonsten feiern wir heute unsere Produktivität und kreischen ganz laut Produktivwoche Bienen. So, Dilla. Aber weißt du was? Ich glaube, es ist mittlerweile auch an der Zeit, dass wir hier die Beete verbinden können. Wir können die Durchbruchwand, glaube ich, jetzt auch mal wirklich trennen. Und könnten dann, wenn wir die Beete sowieso neu anlegen, sollten wir lieber außen rumziehen und den Durchbruch hier mal wegmachen. Vielleicht nur ein Tor reinmachen oder so. Das könnte man theoretisch auch machen. Dass wir hier sozusagen ein Tor reinmachen und ja, da wäre das wäre das aber allerdings verschwendet. Da könnte man da irgendwo noch eine Vogelscheucherei hocken. Na, wir werden schon sehen, was wir draus machen. So, Dilla, erstmal sammle ich Ei. Ach, schön, auf Pelzig, ne? Ich sammle Ei. So, ich wollte nur das Heu haben. Geh weg. So, Quarz kommt erstmal dort. Das brauchen wir vorher erstmal nicht. Aber ihr braucht Fuder. Und ihr müsst raus. So. Leverwasch braucht auch noch was zu saufen. Entschuldigung für den Kreuzschlag vorhin. So. Dann gehen wir hierher. Die Beete können wir noch machen. Ich glaube, die Mani macht sowieso auch so erst um 9 Uhr auf. Dann, ups, können wir das auf jeden Fall noch machen. Gut. Können wir da noch die Spirale gießen. Und dann gehen wir schon mal runter zu der Mani. Yeses. Gut. Ja, aber ich glaube, wir könnten hier wirklich wegmachen. Das wäre aber schade um die Symmetrie auf der anderen Seite, ne? Und da wären dann verschwendete Felder. Irgendwie sagt man es nicht so wirklich zu. Aber die Idee kam jetzt einfach nur so spontan. Okay, so. Jetzt gehen wir erstmal zu der Mansen. Die müsste jetzt aufhaben. Alter, diese Mucke ohne Scheiß mal. So, da. Ich hoffe, du hast auf. Mädel hinter der Heck. Ja, du bist. Alles klar, dann möchte ich Tiere kaufen. Gute Milchkuh 1500. Die kommt selbstverständlich da rein. Lekumo, was denn? Das war ein blöder Name. Das war die Elsa. So. Und nicht anders. Sehr schön, ich sende die kleine Elsa sofort zu ihrem neuen Daheim. Okay. Und dann möchte ich zusätzlich auch noch bitte noch Annie haben. Noch eine Kuh? Pritscha. Nee, das wird definitiv die Gretel hinter der Heck. So, her damit. Will die Gretel haben. Gut. Claire Gretel ist auch unterwegs. Wie ist das Wetter so? Leider viel zu sonnig. Aber Howdy ist nicht schlecht. Moment. Ich hätte ganz gern schon mal 2 Heizgeräte. Das kann wohl nicht schaden. Der Melkkübel brauchen wir sowieso. Und von dem kaufen wir jetzt einmal 10 Stück. Weil das müssen wir sowieso. Das müssen wir sowieso noch weggeben. Ans Gemeindezentrum. Kann ich genauso gut 10 kaufen jetzt. So, aber der Melkkübel ist auf jeden Fall ganz gut. Und die Heizung, die brauchen wir für den Winter, damit unser Viecher nicht erfrieren. So, die Blaubeere machen wir mal zugunsten von Quarz weg. Erstmal fleißig Müll rumgestöbert. Edelwicke abgezwickt. Und dann gehen wir noch zum alten Willi. Nicht, dass wir den wieder verdummbeiteln, wobei der oben relativ easy in der Kneipe zu finden ist. Trotzdem möchte ich die alle so schnell wie möglich abgearbeitet haben, damit ich das von meiner gedanklichen Liste alles streichen kann.
So, Wilson, alter Kumpel. Hier ist noch ein Quarzi-Modo für dich. Du hast an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Dankeschön. So, Herzl habe ich jetzt auch. Manche Viecher gehen mit der Jahreszeit, manche kommen nur bei Nacht oder im Reiche raus. Alles klar. Weißer Südpelzer. So, das können wir dann wieder dort hier. Ja, ich renne jetzt die ganze Zeit wie so ein Ira mit der Blaubeere rum. Ich hab Blaubeere. Nee, lass mal. Nehmen wir lieber wieder einen Holzhammer. Wir sollten aber wieder zum Clint. Damit wir einen Auftrag zumindest uns wiederholen können. Und zwar die Spitzhacke. Und die Hacke geben wir dann wiederum rein. Dann können wir bis zu 3 Felder auf Ammo kloppen, wenn wir die Kupferhacke haben. So, da. So, Clint, wie sieht's aus? Perfekt, Stahlspitzhacke. Werkzeug verbessern. Ich möchte bitte die Kupferhacke machen. Jo, dann mach mal. Mach mal, Kumpel. So. Perfekt. Dann können wir jetzt nochmal beim Gemeindezentrum vorbei, Linse. Ich muss sowieso gerade noch mal ganz kurz gucken, wie es da mit unserer Nutzpflanze aussieht. Ja. Ja. Sollte ich auch nicht vergessen. Gut, dass ich den Krust jetzt schon bei mir habe, als hätte ich es geahnt, ne? Melone braucht sowieso noch jemand. Wir brauchen die Melone nochmal. Genau, Demetrius braucht die Melone. Gut, dass ich doch nochmal hier gehe mit meinem Krust. So, da haben wir immer die Großrundumfahrt gemacht. Getreide soll ich mal auch noch kaufen, aber der Pierre hat heute leider zu. So, deswegen kommt das Dohi, 3 Äpfel. Eine entsprechende Baum soll ich mir vielleicht auch noch kaufen. Ich glaube, der tragt im Herbst Früchte. Braucht aber ganze Jahreszeit, um zu wachsen, der Apfelbaum. Wir können uns auf jeden Fall mal einer kaufen, Meier. Ach, nee, Dummkopf. Yes, er leid. Vor lauter dumm Gebabbel vergesse ich jetzt noch mal ganze Sommerpflanze wegzumachen. Sorry an alle, die jetzt schon halbe Herzkasper kriegt haben, weil sie sich gedacht haben, du musst schon noch die Sache abgeben von den Sommer. Ja, ich hab's schon gemerkt. So, der kommt noch rein und der kommt noch rein und Melon brauchen wir dann noch. Alles klar. Weze sollte man vielleicht auch noch abbauen, aber der wächst glücklicherweise auch im Herbst, Weze. Insofern passt das. Gut. Gut. Diesmal haben wir es wirklich alles. Und wir machen weiter. So, gut. Daily Business wartet wieder auf uns. Jetzt habe ich natürlich mal Hacken im Mito. Egal. So. Hallo, wer empfängt mich? Die Gut Gertruden natürlich. So, der kommt doch rein, da mache ich eine Einerreihe. Da möchte ich eigentlich Mayo, die ich natürlich vergessen habe herzustellen. So, das war die End, genau, die wollte ich nur noch drin haben. Das kommt da rein. Der kommt noch da, jeweils zum Standardinventar dann kehrt. Und ein Ei und 2 Eier. Gut. Na, nimmst du wohl die Dappich-Eier? So, jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt schmeißen wir doch mal ein Heizgerät rein, damit die armen Viecher hier nicht zu sehr frieren im Winter. Kommt das Ding mal dort hier. Traudel macht hier einen auf Lone Ranger. Und dann gehen wir mal zu euch. Ah, Brownie ohne Weiße. Sehr schön. Im anderen habe ich auch nur weiße Kühe gehabt. Sehr schön. Jo, die Gretel ist die Braun und die Elsa ist die Weiß. Perfekt, denn da scheint es gut zu gehen. Die gewöhnt sich auch wieder an ihr neue Welt, die so aufregend, was sie ist. Gut. Den hinter der Vogelschei ich nicht vergessen. So, da la. Und ach, für die Kühe gilt Hintereingang benutze. Sonst schlappen wir die wahrscheinlich auch noch aufs Feld. Ach Gott, die Gretel guckt aber ganz schön wiescht hier mit ihrer zusammengepetzten Haarebrauer, oder? So. Aber es sind noch Jungtiere, die kann ich ja nicht melken. Kann ich erst melken, wenn sie groß und dick sind. So. Okay. Alles schön und gut. Wunderbar. Dann machen wir die Felder hier noch klar. Dann dürfte ich eigentlich soweit auch durch sein. Ich habe alles, was ich wollte. So. Da noch der Kieferntier nicht vergessen. Und weiter geht's. So. Erstmal alles abernte, was möglich ist. Das ist auch ein schönes Mixfeld, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut soweit. Weil deine Dinger, die auf solche Ranke wachsen, das sind dann die Weitraube, ach.
Du musst mal halt immer aufpassen, dass man du kein ganzes 24er Feldefuh vollpackt, weil du kommt mal irgendwann in Mitra, wenn man halt nicht die Gießkanne hat, die auf so weite Fläche noch funktioniert. So. Aller hopp. Ja, das große Feld steht natürlich auch noch an. Schon schier vergessen. Wobei, aber gerade Sarah, die sind morgen höchstwahrscheinlich dann gut. So, da. Holz, da habe ich einer vergessen. So. Geht doch. Aber es hat irgendwie was Bedrückendes, wenn keine Musik dabei ist, finde ich, oder? Nee. Der Ästhetiktropfer, verdammt nochmal. Der müsste doch noch drin sein. So. Eberhämmers. Okay, dann sind wir soweit eigentlich auch durch mit allem, was ich heute machen wollte. Zumindest das konnte man noch machen. Die Käsepresse wäre nicht verkehrt. Die sollten wir auch noch machen. Aber für die Käsepresse brauche ich, glaube ich, auch noch Eiser oder sowas. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal in die Mine reingehen. Und mir nochmal Eiser besorgen. Und das machen wir am besten morgen, wenn es regnet. Ich kann, glaube ich, noch keinen Blitzableiter bauen, oder? Ich gucke gerade mal rein. Nee. Den kann ich noch nicht. Und sobald ich Stähe habe, ist das erste, was ich mache, die Leder, die Mauer. Und dann kümmere ich mich um die Wege. Wege können noch warten. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Bisschen auf dem Lehmstampfboden rumlatschen hat noch kein Geschad, wie ich finde, ne? So, da. Okay. Wobei der Ackermann hier schon ganz gute Gelbboote hier hat. Wahrscheinlich so ein gelblicher Lehm. Ich persönlich bin kein großer Fan von Lehmböden. Die Befunde, die archäologische, zeichnen sich dort natürlich hervorragend ab in solche Lehmschichten. Nichtsdestotrotz sind die zum Grabe die Hölle. Vor allem wenn es nass ist, ist das ziemlich widerwärtig. Du gräbt man dann irgendwann nur noch im Schlamm rum. So, da lang. Na. Okay. Okay. Irgendwas noch vergessen? Ich glaube nicht. Alle Felder bewässert. Da kann ich mich genauso gut nochmal auf dem Grundstück hier austoben mit meiner Spitzhacke. Und kann noch ein paar Stäbbrecher. So. Dann wollen wir mal. Die dürfte ich jetzt mittlerweile nämlich geknackt kriege, die Dinger. Dafür habe ich so gemacht, ne? Genau. Perfekt. Jetzt können wir nämlich die Stäbe entfernen. Sehr gut. Okay, die Axt noch. Dann weiter damit. Und hier und weiter hier. Sehr gut. Wir begnügen uns jetzt erstmal mit der fette Oschis hier. 1, 2, 3, 4. Ja, 5. Der ist noch drin. Okay, du knacke ich mir jetzt sogar noch einen Müsli-Riegel rein. Sollte aber auch noch overgehen, weil mein Mayo, glaube ich, schon fertig ist. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, mein Mayo ist gut. Ja, die Tiere sind auch alle wieder drin, wie es aussieht, oder? Jo, Tiere sind alle drin. Da habe ich die Heizung vergessen. Holen wir sofort noch. So, die Heizung packen wir mal da hier. So, dann haben die Tiere im Winter auf jeden Fall auch gut. Es ist schon mal dafür vorgesorgt. Wenn wir auch schon ein bisschen mehr Kohle in der Tasche haben, ist das nicht verkehrt. Da ein bisschen vorzusorgen. So, da. Okay. So, noch der dicke Stähl. Da sind sie schon, die dicke Kameraden. Oh, Moment, bevor hier alles ins Wasser fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, machen wir das lieber so. Sehr gut. So kommen wir auf jeden Fall schnell an viel Städra. Das ist nicht verkehrt. 22. Es dürften um die 10 Energie immer sein, die wir dafür verballern. So. Das müsste doch genau jetzt die Menge sein an Städten, die wir brauchen, um unseren Städtzaun neu zu errichten. Und ich glaube wirklich, ich mache es einfach nur mal neu. Abgetrennt. Und nicht so. Das gefällt mir irgendwie besser so. Okay. In die Sammlung wollte ich gar nicht reingehen. Ich wollte Städtzaun noch basteln. Da machen wir erstmal 40 Stück. Dann sind wir nämlich bei 20. Dann sehen wir noch, was noch fehlt.
So, dafür brauche ich dich und ich brauche die 2 Tore auch wieder. Fangen wir nämlich gleich mal wieder an. Zack und zack. Und hier, dass es steht. Dann. Und weiter hier. So, sehr schön. Und hier wieder weiter. Okay, da brauche ich wesentlich mehr. So, nochmal 20 von den Dinger. Dann dürften schon ein paar Bedürfnisse erfüllt sein. So. Da kommt dann wieder das Torle hier. So sollte man die Seite wechseln, sonst sperren wir uns gegenseitig aus. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Das ist ja... Nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht, was wir da für einen Quatsch machen. Okay, dann machen wir Folgendes. Das ist gar nicht gut. Schade. Ich habe gehofft, dass das anders geht. Wir müssen das dann wirklich wegprügeln, das Zeug. Okay. Okay, zwirbel da mal so ein Hopferei. Das schmeckt bestimmt hervorragend. Boah, okay. Arizon durch, Ackermann. Igitt. Na gut, dann muss das halt wirklich so sein. Wir finden dafür für die Fläche bestimmt irgendeine Verwendung, weil das, was wir hier bauen, das ist absolute Scheiße. Das sollte nicht sein. Okay, 3 Städzäune Hämmer wenigstens wieder. Wir könnten dann theoretisch hier noch ein Ding hier machen und hier Vogelscheuche. Da finden wir bestimmt auch irgendeine Art, da vielleicht noch was hier zu machen. Möglicherweise können wir da noch was Reibpflanzen. Das wäre doch ganz cool, wenn wir die Bereiche nutzen würden für Sommerschmuck und solche Dinger. Ja, das gefällt mir. Der Gedanke gefällt mir. So, da machen wir den rein, da machen wir den rein. Ja, der Gedanke gefällt mir wirklich ganz gut. Da machen wir dann Sommerpflanzerei. Das gefällt mir echt ganz gut. So Sommerschmuckgedöns und so. So Sonderdinger dürfen dann da rein. Okay, also das kommt wieder hier rein. Das hier. Ansonsten stellen wir da noch was. Und der Städtzaun, der Lux, der kommt hier wieder rein. Das wird verkauft. Und hier auch rein. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, da können wir Vogelscheich und da Vogelscheich machen. Und der Rest, der wird nur für Sommerschmuck und so ein Gedöns für Mohn und so noch verwendet. Das finde ich gut. Das finde ich eine super Idee. Genau so, nicht anders machen wir das. Okay, aber ja, Mäuer ist erstmal nichts. Und Mäuer gibt es Gewitter, dass es gerade so kracht. Also, ab in die Fall. Okay. Die Hofarbeit fällt mir wieder gar nicht mehr so übel aus, sodass wir auf 5065 kommen, zusammen mit dem Kleibissel, was wir zum Sammeln noch gefunden haben. Mysteriös. Leverwash wird nochmal gestreichelt. Und wunderschön und sonnig. Scheiße. Okay. Dann, der Herbst ist verstoßen. Das ist wohl die ertragreichste Zeit für Bauern. Also aufpassen, ein bisschen Geld für neue Saat zurücklegen. Wenn bis dahin noch eine bessere Gießkanne hast, wäre das vermutlich auch keine dumme Idee. Ja, aber ich muss ja gießen, ne? Ich muss ja gießen. Okay, der Schorsch. Pepperoni braucht er, der Schorsch. Alles klar, die kann ich ihm geben. Du davor sind wir da. Schorsch, kriegst du auf jeden Fall, Annie? Ne, Moment. Warum so geizig? Schorsch, du kriegst so ein super Ding. Okay, Melone. Da brauchen wir auch ein paar. So. Hoppala. Dann können wir beim Pierre heute noch einkaufen. Für eine weitere Melone-Ernte reicht es uns leider nicht. Aber wir können noch was anderes machen damit. Warte mal. So, da heben wir 5 von denen auf. Da heben wir noch 5 normale auf. 2, nee, dann machen wir lieber so, Annie. Annie geht an Demetrius. Annie muss auf jeden Fall noch abgeben, Annie muss auf jeden Fall noch abgeben beim Gemeindezentrum. Und die Anna schauen wir mal. Okay, da können wir da vielleicht noch ein bisschen Weze kaufen. Das wäre auch nicht so verkehrt. So, da können wir jetzt auch wieder ein bisschen Mais ernten. Gießen müssen wir glücklicherweise nicht. So, hier haben wir noch Zeit. Ja, 3 Tage haben wir noch Zeit. Hoppala. Okay. Sag alles ein, was geht. Gut, Radiesler wird wahrscheinlich nie mehr reicher. Nochmal neue Art zu bauen. Ich glaube, das braucht 4 Tage, das Zeug. Deswegen 24 und da haben wir noch 24. Da könnte man vielleicht einfach mal ein bisschen Getreide machen als Überbrücker bis zum Herbst. Ja, die Viecher sind kräftig am Eierlegen. Ach Gott, dafür schlage ich sie auch zusammen. Weil sie so produktiv sind. Scheiße. Okay.
Gut, das Heu geht durch. Beim Pierre wollten wir auf jeden Fall auch noch was einkaufen. Und die Kühe haben noch nichts gefuttert. Ja, die sehen ganz in Ordnung aus. Das gefällt mir. Was? Sieht hungrig aus? Ah, sieht ganz in Ordnung aus. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil zu futtern haben sie ja genug. Gut, in die Höhle gehen wir auch noch mal rein. Warte mal, Knietherapie. Ah ja, okay. Alles klar, da haben wir noch einen Pfirsich. Warte mal. Haben wir Pershing schon abgeliefert im Gemeindezentrum? Muss ich gerade mal gucken. Handwerker. Jo, dann haben wir schon abgelieferte Pershing. Okay, gut. Aber ich würde sagen, Pershing heben wir uns auch nochmal auf, falls einer von unseren Leuten das haben will, von unseren guten Dorfbewohner. Deswegen kommt der Pershing, kommt erstmal durch, weil es auch noch ein goldener ist. So, dann, das Zeug kann alles fort, bis auf der Hopfer. Der normale Hopfer heben wir einfach noch auf. Und ich möchte noch mit der Eier schnell Mayo machen. So, gut. Okay, dann grasen wir jetzt die Leute ab. Wir brauchen Demetrius, der Melonen haben will. Moment, wir brauchen hier nur Andy. Wir brauchen eigentlich 2 Melonen, aber so what. So, heben wir einfach nochmal Andy auf. Man weiß ja nie, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Und ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ja, schade, jetzt wären 2 Artefaktplätze hier gewesen, die ich auf Graver gekannt hätte. Aber ich möchte die Kupferhacke haben, damit ich 3 Felder auf Ammo bestellen kann. Das ist schon praktischer. So, was sagt mein Lieblingsfranzos? Aquamarin, Demetrius. Perfekt, habe ich doch einer. Das lösen wir sofort mit dem Aquamarin, weil wir haben ja die ganze Tag eigentlich heute Zeit. Und wenn der gute Mann für 540 Gold einen Aquamarin haben will, dann soll er einer haben, bitteschön. Hab ich kein Problem damit. Alter. Aber anscheinend haben die Geister Probleme damit. So, in meiner Krabbelkiste dürfte was sein, genau. Da haben wir ja schon. Quatsch, ich wollte Holzhammer, nicht die Bambusstange. Aber ansonsten sollten wir jetzt wirklich unser Kohle sparen, bin ich definitiv dafür. So, okay. Erstmal zum Franzos meines Vertrauens. Und dann erstmal 48 Weizenei gekauft. Weil das geht relativ fix, das Zeug. Sofern er das... Hat er das nicht? Ah, na. Aber der Apfel. Genau, trägt im Herbst Früchte. Dann holen wir uns auf jeden Fall den Baum. Dann, das ist im Frühling. Das sollte man jetzt noch nicht holen, vielleicht. Dumm. Haben wir kennen. Ja, schade. Haben wir nicht. Okay, das wächst in 8 Tage. In 7, in 6, Weze, da haben wir es doch, ne? Alle in 4 Tage. Sommer oder Herbst, alles klar, dann sind wir relativ bald durch und haben dann schon im Herbst sehr früh gute Ernte. Du kaufen wir jetzt erstmal für 24, sind 48. So, dann können wir nämlich, scheiße, dann können wir nämlich, einer kann verkauft werden wieder, sorry. So, dann können wir nämlich dort mit was Ordentliches machen und haben dann schon mal direkt am Anfang vom Herbst ein bisschen Eikumme, zusätzlich zum Mais auch noch. Dann können dann auch noch Aubergine und Kürbisse eingekauft werden und so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir erstmal dort hier. Ich brauche hier noch eine. Ja, Hauptsache Haust drauf, ne? Du alter Rive-Stier. So. Bündel komplett. Dafür gibt's jetzt. Was gibt's dann Gieriges? Qualitätssprinkler. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zusätzlich haben wir noch den Tresorraum freigeschaltet. Da müssen wir in Anführungszeichen nur Geld spenden. So. Das ist sehr gut. Dann sollte ich vielleicht auch noch zum Schorsch. Damit der Shopper Schorsch auch noch seine Pepperoni kriegt, womit er sich dann Ei reiben kann. Natürlich nur nackt. Bäh, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Warum? Da, Schorsch. Bitteschön. Bei dem habe ich jetzt Sache Herzl. Hast ja ordentlich Zeit gelassen. Alla, zumindest ist er gut und scharf, gern geschehen. Ja, gern geschehen, alter Mann. Aber ich habe natürlich nur die Qualitätssache gegeben. Versteht sich auf uns selber.
Weil so ein normaler Schampel, das will man ja nicht haben. Man will ja eine, die so richtig brennt, wenn man sich damit einreibt. Ich weiß nicht, funktioniert das überhaupt, wenn man sich verschmerzt am Knie oder irgendwo an der Gelenke mit Pepperoni einreibt? Funktioniert das? Und wenn ja, wie? Gebt mal do Bescheid bitte, wenn ihr da was wisst. Das wird mich mal sehr interessieren. Okay, dann zu Demi. Wenn er dann da ist. Wasserwetter, hä? Oh ja. Du sagst aber was. Wo ist er dann, der alte Demi? Na? Nicht da der Lotter Lumpe. Alle hopp. Und der Seppel unter? Ja, der Seppel unter hockt wieder am PC, wie immer. So, Robin. Ich will gerade mal kurz gucken. 10.450 Stückle Holz. Okay, und für die bessere Stallgebäude muss ich gerade auch mal gucken. Großer Hinkelstall, genau. 400 und 150 und 10.000. 450 und 200. Okay, also jede Menge Zeug erstmal machen. Das ist Logo. Wo steckt er dann? Demetrius, der alte Klumper. Erstmal Weintraub mitgenommen. Aller Hopf dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder in die Mine rein. Und, Moment, ich habe jetzt die Stahlspitzhacker. Ich kann jetzt auch hier aufschlagen. Und wir kommen dort zu so einem lustigen Wichtolosaurus. Tolo, und ist nicht da Hosen on Hans Ptis. Veluxa ist Biotlo und nur and Lobos Nudonoleten. Aber aller mindestens. So. Okay, ja, Demetrius wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten müssen. Ja, der spricht Zwergesprache. Das müssen wir erstmal identifizieren mit Wörterbüchern. Dann können wir auch da ein bisschen weiterkommen. Und können uns doch mal ein bisschen weiter bilden vor allem, ne? So, ich war vor allem interessiert, daran hier viel Eisenerz mir zu holen. Ach Gott, wie sie die Städte durchkloppen vor lauter Arg. So. Ich kann es gar nicht erwarten, dass ich zu mir komme. So. Erstmal den Blob hier platt machen. Und dann die Fledermaus. Du kommst auch noch dran, du Sausack. So. Gut. Sieht doch soweit ganz gut aus. Schade, dass ich schon das allergrößte Upgrade für den Rucksack habe. Bin ich definitiv sehr stark dafür. Okay. Hier findet sich erstmal nichts. Aber ich will den großen Stern noch knacken. So, das war's mal jetzt auch. Wer das die Fledermaus mich verwischt haben. So, kommt drauf. Hussa! Hussa! Okay, weiter geht's. Ich will den Weg noch ohne Finner. Mir ja ein paar Sachen zur Schmause noch dabei. An sich an und verkehrt. Na komm schon, die Stäbe brauchen wir. Wisst doch, Ackermann, die Stäbe werden gebraucht. So, Als sind die kleinsten Maps wirklich am kompliziertesten, was der Weg doch ohne A geht. So. Ach, geile Musik, oder? Aber ich finde, die passt eigentlich auch ganz gut zu dem Frost-Thema hier. So. Oh, sorry mit dem Tastaturgeklappers. Aber wenn ich schnell dann was machen muss, dann ist es halt so. So, so rum. Ah, wir gucken uns doch vorher um, oder? Wenn wir schon eine ganze Tag Zeit haben für so einen Schampel, dann machen wir das doch auch. Ich will ja keine Schatztruhe oder ähnliches verpassen, beziehungsweise möchte keine Truhe generell verpassen, wo Zeug drin steckt. Weil manchmal steckt da wirklich sehr gutes Zeug drin, was man gut gebrauchen kann. Komm schon, ja du Geistlin. Und Truff und Wetter. Ah ja, schön. Gut. Den möchte ich auf jeden Fall noch knacken. Ja, einfach nur, weil ich die Städte definitiv dringend brauche. 37 haben wir erst. Ja, wenn man Städte braucht, dann kommt man nicht so leicht ran, ne? Okay, Geist, Froschgelee und Kohlegeist. Ja, die sind etwas hartnäckig, die Biester. Aber nichts, was man nicht hier kriegt. Genauso wie die Solaressenz. Die kriegen wir natürlich auch immer hier. So, Steinparadies. Nichts wie her damit. Wir brauchen sie alle. Insofern sind die Mine schon sehr gute Orte, um an Rohstoffe Draht zu kommen. Vor allem an Städtdraht zu kommen natürlich. Sehr schön.
Und... Oh, warte mal, halte mal den Gauler. Du bist auch noch dran, du Krutzevieh. So, perfekt. Okay, jetzt müssen wir irgendwie nur noch einen Weg nach unten finden, ne? Da liegt noch ein einsamer Stern, den das Geistlin hier kaputt gemacht hat. Ah, sehr gut. Jetzt ein Weg nach unten sogar. Können wir den Stern noch brechen? Perfekt, jetzt sind wir bei 79. Das wird auch allmählich. Es wird. Ja. Ich hoffe, ich kriege recht bald auch die Obsidian-Klinge, weil das so ziemlich eine von der beste Waffe ist, die man relativ mittig vom Spiel kriegt. Die kann ihm über lange Zeit wirklich begleiten, die Waffe. Und die ist auch wirklich sehr gut, finde ich persönlich, für die Mine. Mist, jetzt ist der... Ah, okay, der Geist erscheint wieder. Das ist gut. Na komm schon her, du Sausack. Ui, sehr gut. Und geknackt. Und der Zwerg übrigens, der dort in der Mine hockt, der hat tatsächlich auch einen eigenen Geburtstag. Dem kann man auch was schenken. So. Ein geschenkte Stäh. Sag ich nicht, nee. Zwergenschriftrolle 2. Hatten wir die schon, oder? Ja, die hatten wir tatsächlich schon. Also da hat Gunther wirklich schon eine gekriegt von uns. Das heißt, die können wir verkaufen. Gut, auf Ebene 65 sind wir schon gelandet. Das ist auch nicht verkehrt. Ah, das könnte jetzt mal endlich mal Diamant sein hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich mal müde Aare nicht täuschen. Yay, Diamant. Sehr geil. Diamant heben wir auf jeden Fall auch auf. Das kann nämlich als schönes Geschenk benutzt werden. Ich verwende es in dem Fall am besten, um Mani schnell hoch zu leveln, was unsere Freundschaft angeht. Weil sie hat ja halt diese Bäuermeister Boxershorts bei sich. Und das ist ja immer noch eine Quest in unserem Hofbuch. So, dann quatschen wir mal noch kaputt. So, aber bevor die jetzt ganz dicht machen, gehe ich hier nochmal raus. 5 Ebenen habe ich ja gepackt, deswegen gehen wir raus und gehen mal zur Familie Robin und Demetrius. Gucken mal, ob die noch daheim sind. Wenn nicht, dann gucke ich in eine Kneipe vorbei, ob die mal da sind. Weil der Kerl kriegt 2 Sachen von mir. Ist er da? Ah, die sind dann wahrscheinlich in der Kneipe aus und tanzen. Ne, Robin ist hier. Ah, scheiße. Beide sind schon da. Okay, komme ich rein ins Zimmer? Ah, ich komme tatsächlich sogar schon rein. Sehr gut, dann bin ich mit Robin wohl schon gut befreundet. Ah, Aquamarin, genau was ich gesagt habe. Ich wüsste es wirklich zu schätzen. Hier ist ja was von der Mühe. Ah, auf 4 Herzen sind wir bei Demetrius auch schon gelandet. Und die Melone wollte er noch haben. Perfekt, genau was ich für meine Forschung brauche. Es wird mal schwer fallen, das nicht zu essen. Aber danke. Ja, kein Problem. Kein Problem, mein Guter. So, Nutzpflanzenforschung. Da gibt es 550 dicke Eier dafür und hier 540 dicke Eier für der Aquamarin. So, das ist doch super. Warte mal, halte mal gerade Gauler. Ich will gerade mal gucken, ob ich hier Herz-Event auslösen kann. Na, scheiße. Nee, kann ich nicht, weil verschlossen ist. Okay. In die Stadt muss ich sowieso nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt noch aufs Feld. Da muss ich sowieso noch ein bisschen was einpflanzen. Und Stäh 120. Ja, das wird doch allmählich. Mit dem entsprechenden Holz könnte ich wirklich am nächsten Tag dann vielleicht... wenn ich halt mal wirklich hier die Melone-Ernte noch dazu rechnen, könnte ich tatsächlich mal meinen Hühnerstall verbessern. So, hier haben wir noch ein Mayo gekriegt. Da haben wir jetzt das erste Mal auch Wildhonig gekriegt. Da warten wir, bis hier fertig ist. Dann können wir nämlich Met produzieren. Das wäre für Willi am besten gewesen. Der liebt Met. Das ist eins seiner Lieblingsgeschenke. Aber Honig müssen wir ja sowieso noch beim Gemeindezentrum abliefern, fällt mir noch ein. So, dann kommt erst einmal Rei hier. Weintraube kann rein, die Winterwurzel kann rein, die Mayo kann rein. Und das Zeug und die Zwerge Gedöns kann auch rein. Das geht an Mani, behalte ich erstmal drin. Zusätzlich sollte ich hier noch reinmachen. Ja, da kann ich demnächst wirklich was verbessern. Quarz kommt auch rein, Fledermaus und Schleim, Hartholz. Das sind wir bei... Ja... Machen wir einfach mal 2 Toten. Quatsch. Was habe ich jetzt für einen Käse gemacht? So, wir machen hier schon mal der erste Eisenbacher. Da machen wir folgendes. Wir reißen das hier raus.
und machen es folgendermaßen. Die Vogelscheich kommt jetzt dort hier, wie wir es gesagt haben. Und die andere Vogelscheich kommt dann dort hier. Die habe ich dann, glaube ich, woanders auch hier verschleppt, ne? Genau, die habe ich auf das Feld ohne hier verschleppt. Machen wir jetzt nämlich folgendes. Das Ding kommt raus. Und wird dann dafür hier hingestellt, damit die beiden Felder schon mal überwacht sind. Der Sprinkler kommt da rein. Genau, den brauche ich noch. Da schmeißen wir nämlich auch schon mal rein. So, dann haben wir nämlich noch relativ bald die Weizenernte und Zähne brauchen wir eh noch fürs Gemeindezentrum. Und meinen Obstbaum muss ich noch einpflanzen. So. Gut, das sieht soweit ganz ordentlich aus. Das können wir dann auch später mit der Sense ernten. Und einer ist noch übrig, da steht gerade die Melone drauf. Hoppla, sorry. Sorry, falls es eingefroren sein sollte. Gewesen sein sollte. Ich habe gerade ein anderes Programm aus Versehen in der Taskleiste geöffnet. Ja, mein Bildschirm, wo ich Stardew Valley drauf habe, ist halt relativ... ja, unpassend. Der untere Teil ist leider von der Taskleiste abgetrennt. So, jetzt überlege ich mal gerade, wo kann ich gerade mein Appelsetzling hier machen? Döpf und Döpf. Mein Appelsetzling, das braucht ein paar Felder frei. Deswegen die Sache, der kommt erstmal fort. Und unser Obstbäm, die wir machen, die Obstbäm kommt dorthin hier. Der braucht, Moment, ja genau, 8 umliegende Felder müssen frei sein. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, der kann dort hier. Beziehungsweise auch dort hier. Wir pflanzen ihn jetzt dort ein. Da kann er wachsen, da hat er hier frei. Und es müsste alles klappen. So. Ala hopp. Dann kann das Ding noch fort. Genau. Ich weiß, wir sind relativ spät dran. Der Harz kommt hier. Das Samen noch dort hier. Und ja, da sind wir jetzt leider knapp, was sowas angeht. Komm, den Scheiß schmeißen wir fort und machen dafür der Eisenbarerei. Das kommt wieder rein. Weizensaat brauchen wir, den beheben wir auch auf. Okay, die Kohle kann rein. Da kommt erstmal der Diamant hier, wobei den schenkt man Mani so bald wie möglich. Und das kommt jetzt hier rein und wir schmeißen uns gleich in die Fall. Wir sehen uns danach übermorgen wieder, ihr liebe Leute, so Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo es dann wieder wunderschön und so nicht wird und ansonsten ist nichts los. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.